Grüß dich. Ganz kurz noch, wirklich ganz kurz. Bitte nicht böse sein, ich werde mich ohne Vorurteile durch Wastelanders die ersten 2, 3, 4 Stunden einmal bemühen, werde mir anschauen, was es Nikes gibt. Ich weiß wirklich nicht viel darüber. Ich weiß nur menschliche NPCs und eine neue Hauptgeschichte. Was ich gesehen habe davon sind die 2 Launch-Trailers auf Deutsch. Mehr haben wir davon nicht angeschaut. Was ich jetzt gesagt habe, das war's über das Spiel, mehr nicht. Ich blende dir ein, dass Martyrium vor einigen Tagen knapp 700 MB von der Disk runter und 81 GB vom Netzwerk. Toll. Bei mir ist jetzt gerade 21 Uhr am 13.04.2020 und sobald ich die ersten Episoden aufgenommen habe, beziehungsweise die erste Episode, werde ich dieses kleine Video an die erste Episode ranschneiden. Und wie gesagt, ohne Vorurteile gehe ich mal ran, werde mir das anschauen und es wird wieder enden. Es wird abrupt wieder enden und dann sehen wir weiter. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Ja, also dann, ja, das war's eigentlich. Kurz erklärt, was ich vorhabe. Bis zum nächsten Mal und nun viel Spaß mit der ersten Episode. Bye bye. Und somit herzlich willkommen zu Fallout 76 mit dem Wastelanders Update. Falls du in den ersten 1,5 Minuten nicht alles verstanden hast, mir war einfach danach, weil irgendwie kommt mir gerade vor, ich habe alte Lebenssysteme wiederhergestellt und irgendwie illegale Grabschändung begangen. Entschuldigung jetzt diesen Ausdruck. Ich möchte kurz erklären, wie das laufen wird. Wir werden Fallout 76 mit dem Wastelander Update nicht lange spielen, vorerst. Warum vorerst? Ich möchte nur reinschauen, was hat sich getan und wie funktioniert das Ganze. Wenn du es vielleicht ausgekehrt hast, ich habe nur die 2 Launch-Trailer gesehen und das, was ich weiß, dass du eine neue Story hast, eine neue Hauptgeschichte, menschliche NPCs, Bibabo und Tralala. Und warum kommt mir so vor, als wäre diese Musik im Hintergrund eine Abänderung von der Titelmelodie zu Fallout New Vegas? Ich weiß es nicht. Ja, das wird nicht lang laufen. Mal schauen, ob es mir überhaupt zusagt, ob es mir gefällt. Ich habe lediglich einen 12er Level Charakter und 2 noch niedriger gelevelte. Jetzt muss ich überhaupt schauen, mit was für einem Charakter das wir überhaupt anfangen. Da, wie ihr seht, unser bisher größtes Fallout-Update bietet eine neue Hauptstory, neue NPCs und zahlreiche neue Abenteuer und Inhalte. Was ist da? Aha, okay, ach du Scheiße, ich ahne Böses. Entschuldigung den Ausdruck, ich ahne Böses. Update-Highlights. Die Menschen sind zurück, ob nun auf der Suche nach sagenumwogenen Schätzen oder einer Überlebenschance. Die Menschen kehren scharenweise nach Appalachia zurück. Lerne sie über das neue Dialogsystem kennen. Aus was für haben sie das hergenommen? Fallout 3? Oder New Vegas? Eins von den 2. Neue Hauptstory. Schließe brandneue Hauptquests ab, um die neue Story zu erleben, die mit Wastelanders nach Fallout 76 kommt. Triff die Fraktionen. Auf wessen Seite wirst du dich schlagen? Die der Raider in Crater oder der Siedler in Foundation? Unterstütze sie, um deinen Ruf zu steigern und neue Gegenstände freizuschalten. Ja, danke, aber Fallout First könnt ihr euch gelegentlich oder gepflegt auf das Arschloch schmieren, Bethesda. Ihr Vollidioten. Entschuldigung den Ausdruck, aber da bin ich ein bisschen angefressen auf die Idioten. Rekrutiere einen Verbündeten. Bestimmte NPCs bringen Leben in dein Camp, helfen bei der Verteidigung und schicken dich auf Tagesquests. Ein paar beglücken dich auch damit mit Storyquests und verheißen romantische Momente. Na gut, das lassen wir mal dahingestellt. Ist jetzt nicht unbedingt der Rede wert. Neue Events und Tagesquests. Nimm an herausfordernden Events wie Beifahrer oder Straßen
Strahlenschlägerei-Teil. Aha. Zudem kannst du dich mit 4 neuen Tagesquests vergnügen. Na gut. Was ist denn jetzt eigentlich Content Bundle? Muss ich das auch über Mikrotransaktionen bezahlen oder was, ihr Vollidioten? Wichser, Entschuldigung, aber da bin ich ein bisschen angefressen auf Bethesda, weil ich Bethesda eigentlich mag. Ich liebe diesen Publisher bzw. diesen Entwickler eigentlich. Und dann ziehen die so eine Show an, wirklich, es ist zum Speiben. Aha, und wo ist jetzt da das... Ich will es einmal probieren. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. In der Videobeschreibung, wenn ich es nicht verlinke, habt ihr ein bisschen die Geschichte zu Fallout 76, aber von Seiten eines YouTubers, den ich eigentlich mit seiner direkten Art und Weise eigentlich mögen gelernt habe. In der Videobeschreibung habt ihr verlinkt einige Videos aus seiner Fallout 76 Playlist. Aha, jetzt spielen wir mit dem Level 1 Charakter. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Na, ist ja wurscht. Ich wollte eigentlich mit Level 12 Charakter spielen, aber scheiß drauf. Wir werden es einfach mal probieren. Wie gesagt, ich erwarte momentan gar nichts. Schau dir die Neuankömmlinge vor Vault 76 an. Okay, und zwar den guten Ger Thunderlord. Viele werden ihn kennen, viele werden ihn nicht mögen. Ich für meinen Teil mag ihn. Er hat einfach dieses bestimmte Etwas und er hat sich diesen Spielstand, den du sehen wirst bei ihm, die Spielstände, die hat er sich ohne Dings erspielt, gell? Ohne Fallout First oder so. Ich meine, ich persönlich hätte die Zeit nicht. Gebe ich offen und ehrlich gesagt zu. Da investiere ich lieber meine Zeit in andere Dinge. Und zwar, gut, wir werden uns jetzt mal auf das Spiel konzentrieren. Ich werde jetzt ein bisschen um und dumm gacken und um und dumm schauen. Und dann mal schauen, dass ich wieder mal ein bisschen reinkomme. Ich habe es selber seit Monaten nicht mehr angefasst. Mir hat es schon gereicht zu sehen, dass ich über 80 GB installieren muss. Und habe extra für das... und habe extra für das Dings deinstalliert, ein Spiel, was ich eigentlich noch Talos Principle, also zwischen Ende von der Hauptstory von Talos Principle und noch irgendwas bringen wollte, weiß ich jetzt nicht. Daten, erster Kontakt. Wir müssen da entlang. Und ja, Entschuldigung, kurz einen Blick bitte, ich muss schnell, ich glaube der Reinhold 92, einer meiner Zuschauer, wir können gerne mal eine kleine Runde da in Fallout drehen. Würde mich auch interessieren, offen und ehrlich gesagt. Aber vorerst werde ich mir das bisschen allein anschauen, dass ich einmal ein bisschen wenigstens eine Ahnung kriege von dem ganzen System wieder. Und ich möchte wissen, was sich da neues oder was sich da geändert hat in diesem Update. Weil ich muss ja selber erst wieder reinkommen. Ich habe derzeit über
170 Stunden in Fallout 4 verbracht. Ich habe Fallout 3 am PC getestet ein paar Stunden. Fallout New Vegas habe ich am PC getestet ein paar Stunden. Und derzeit bin ich auf der Suche nach Performance Patches für Fallout 1 und 2. Es ist bei mir halt nur so, ich werde es aber dann in einem diesbezüglichen Podcast nochmal erläutern. Und ich muss mich sowieso einmal bei meinen derzeitigen Abonnenten einmal bedanken. Ah, da könnten wir uns herlegen. Genau, so werden wir es machen. Jetzt wird gegessen. Oh, Wenn wir unser Gebiet bis hierhin ausdehnen könnten, hätten die Raider keine Chance. Ist sau heiß hier, könnt echt einen Schluck Wasser vertragen. aufbereitetes Wasser. Sehr spendabel von dir. Das ist mal eine erfrischende Überraschung. Aha. Okay. Muss immer die Raider im Auge behalten. Aha. Ja. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich habe heute zu einem Arbeitskollegen gesagt, na, bevor wir jetzt mit denen anfangen, ich möchte noch einen Podcast über das Thema machen, da ich dir geschrieben habe, Reinhold, ich möchte noch ein bisschen mehr mit meinen Zuseher machen. Geplant ist vorerst einmal mit Gwyn Kuhn, sind in der Beschreibung verlinkt, mit dem guten Daddy, Dadzek HG Gaming Einen Weg da reingeben. und dich, Ärger in Wayward. Bewohner? Hey, du! Ach du Scheiße. Ihr wisst aber, dass ich eigentlich nicht mag. Weil ich eigentlich jetzt momentan derzeit, nach diesem Jahr, wo ich das Spiel eigentlich nur über den Thunderlord verfolgt habe und ein bisschen Ahnung selber oder ein bisschen Erfahrung selber sammeln durfte, nicht viel, aber ein bisschen was. Was soll ich das sagen? Bethesda hat bei mir derzeit keinen guten Stand. Muss ich offen und ehrlich gesagt gestehen. Jetzt schauen wir mal, wie sich die Karten verändert hat. Naja, ich mein, offen und ehrlich gesagt, für das, dass das Update heute gekommen ist, gell, sind nicht sehr viele Spieler hier. Das ist sogar relativ schwach. Finde das Camp der alten Aufseherin. Okay, ja, wie gesagt, ich mache da jetzt keinen großen Bahö. Ach so, ich habe ja noch kein Camp. Okay, wir müssen ja unser Camp auch noch aufbauen. Was mir auf Anfang auch schon gefallen hat in Fallout 76, das war dieses Survival-System, was das Spiel hat. Also Essen etc. etc. Das finde ich recht geil. Aber wir werden jetzt mal mit den Damen reden. Lacey. Wow, wow. Ganz ruhig. Wollte dich nicht bedrohen, nur ein paar freundliche Fragen stellen. Du kommst aus dem Vault, oder? Ich dachte, der wäre leer. Moment. Ist die Tür noch offen? Die Tür ist verschlossen, da kommt niemand rein. Welches Interesse habt ihr an Vault 76? Meine Partnerin und ich müssen in diesen Vault. Wir haben im Wayward einen Tipp gekriegt. Das ist eine neue Bar da unten an der Straße. So ein Kerl hat erzählt... Nachdem du ihm unsere letzten Kronkorken gegeben hast? Außerdem hat er erzählt, dass in diesem Vault, du weißt schon, das große Ding liegen soll. Die letzte Chance, unsere Pechsträhne zu beenden. Das große Ding? Wovon redest du? Du weißt schon, das Ding, wegen dem alle zurück sind. Der Schatz. Hier gibt es einen Schatz. Ja, gab eine Funkmeldung dazu. Aber solltest du nicht wissen, dass er da drin ist? Ich habe es dir gesagt, Lacey. Der Typ hat uns betrogen. Aber das waren unsere letzten Kronkorken. Nein, irgendwer muss ja was wissen. Wir bleiben so lange, bis wir was erfahren haben. Wunderbar. Danke, dass du uns ein paar Antworten gegeben hast.
Ist nur fair, dass ich mich revanchiere. Hast du irgendwelche Fragen? Du hast nicht zufällig eine Waffe übrig, oder? Die haben dich ohne eine Waffe losgeschickt? Unbewaffnet wäre das eine kurze Reise. Hier, Machete, superkrass. Was kannst du mir noch über diesen Schatz erzählen? ich sag dir gern, was ich weiß. Ist nur nicht viel. Vor kurzem hat jemand per Funk gemeldet, dass in Appalachia ein Schatz vergraben ist. Wir wissen nicht was und wir wissen nicht genau wo. Aber die Leute sind so verzweifelt, dass jetzt quasi jeder, der ein Funkgerät hat, versucht, ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Die Monster schrecken niemanden ab. So ein Typ, den wir im Wayward getroffen haben, Carter, der hat uns ein paar Hinweise gegeben. Im Austausch gegen unser ganzes Geld. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. Was kannst du mir über das Gebiet erzählen? Über Appalachia? Außer dass es ein Friedhof ist. So viel dazu. Wir sind ja noch nicht lange hier, aber nach allem, was wir so gehört haben, das Gebiet hat's echt übel erwischt. Kurz danach sind diese Dinger aufgetaucht. Die Verbrannten. Die sind erbarmungslos. Haben wohl alle ausgelöscht, die die Bomben überlebt hatten. Und ohne Menschen ist dann alles außer Kontrolle geraten. Wie ist die Welt da draußen so? Wir sind beide aus Virginia. Naja, was davon übrig ist. In die Richtung brodelt es ziemlich. Und die wenigen bewohnbaren Flecken, tja, die wurden schnell geplündert. Ich meine, Appalachia ist echt gefährlich. Aber immer noch besser als das, wo wir herkommen. Ja, wo kommen sie? Hätten sie was gesagt? War noch jemand aus dem Wald da? Eine Aufseherin? Falls uns deine Aufseherin begegnet ist, hat sie sich nicht vorgestellt. Tut mir leid. Frag doch mal im Wayward. Ich habe den Eindruck, die halten sich für natürliche Blickfänger. Naja, ich gehe mal lieber. Sei vorsichtig da draußen. Natürlich. Ich bin immer vorsichtig. Ich bin ja ein Mensch trizophrener Natur. Gell? Weil ich kann in New Vegas, in Washington und in Boston gleichzeitig sein. Obwohl über 100 Jahre dazwischen liegen. Okay, besuche das Wayward. Aber wisst ihr was? Ich wisse ja gar nicht einmal mehr, ob wir da jetzt irgendwo ein Bett haben. Warte mal, was ist denn da unten? Da unten ist ein Haus. Vielleicht könnten wir uns da... Das ist aber ein Camp, oder? Von irgendeinem Mitspieler. Und ich entschuldige mich, dass ich sehr, sehr vorsichtig an dieses Update rangehe. Ah! Genau, die Zecken, die Scheiße. Da, komm her, da. Ey, hau die Blauhers, da. Schwarzbrennerhütte entdeckt. Ah, du schierches Sau, du. Hey, du Krutze, fix, du. Ich sag das, du. Au, am Krutze, fix. Du elendige Zecke, du. Krauze Nesa, du. Oh. Naja, wenigstens eine Pistole. Stimpack Heilmittel. Hä? Die ist aber... Ah, sehr schön. Braustation. Können wir was herstellen? Die ist aber im alten Update noch nicht gegangen. Beziehungsweise im alten Spiel. Na gut. Ja. Krug für Schwarzbrenner. Oh, schwarzgebrannter. Geil. Honigwabe. Kann man die essen? Ja, der hat wieder kein Gewand dabei. Toll. Oh. Hundefutter. Na gut. Man freut sich in der Apokalypse auch über sowas. Überschüssige Säure, nehmen wir mit. Spüllappen. Naja, fürs Geschirr zum Abwaschen eine Melone. Geil. Holzkiste. Was
Was ist das? Lederrüstungsmod. Cool. Aber ich suchte ein Bett und fand es nicht. Tato-Pflanze. Ich habe nichts gegen diesen Survival-Aspekt, in den Fallout geht. Ich habe wirklich nichts dagegen. Mich würde es freuen, wenn sie ihn verfeinern würden. Aber ich bin derzeit sehr... Ja... Was? Oh. Ich bin derzeit sehr vorsichtig bei Bethesda. Es tut mir echt leid. Weil mit Fallout First haben sie einen Vogel abgeschossen. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Gelogen haben sie über 1,5 Jahre oder seit Release. Noch vor Release. Da ist die ganze Lügerei angefangen von ihnen. Und normalerweise sollst du eigentlich gar keinen Blick mehr riskieren in das Update. Aber es hat mich in den letzten Tagen doch irgendwas dazu gebracht, einmal reinzuschauen. Und ich war heute während der Arbeit, ich meine, ich habe heute ein bisschen was zu tun gehabt, aber ich habe dann so nachgedacht und bin dann zum Entschluss gekommen, weißt du was, bevor es... Aha, nimmt man gleich gar nicht, auch gut. Bevor es da eine Meinung bildest, ohne dass du reingeschaut hast, bild dir lieber zuerst eine Meinung und schau rein, weil das wäre dann authentischer, wie man so schön sagt. Ein Bett wäre geil, ich möchte euch das am Tag sagen und nicht unbedingt in der Nacht. Das wäre doch toll. Oh. Ich will aufpassen, dass ich nicht gleich überladen bin wieder. Ich kenne mir Aluminiumschrott. Kombischraubenschlüssel, was ist denn da herin? Nix. Hab keine Haarklammern. Toll! Ja, super toll. Gut. Wir haben keine schönen Haarklammern. Wo ist denn das Wayward? Na, schauen wir mal. Vielleicht finden wir da noch irgendwo... Geht die Sonne auf? Weil für 2-3 Stunden da ich mich schon gern hinschmeißen. Check du! Hau ich die blau. Laterne. Red Axe, immer gut, immer gut, immer gut. Und ja, ich spreche offen und ehrlich zu euch. Holz kann man immer brauchen. Old Possum. Was ist da herin? Nix. Okay, Mistsau. Hö. Da ist noch eine. Hey, du Potsau, Schirche. Mehr da, reiße deinen Arsch auf. So. Und ja, Entschuldigung, das ist meine Art und Weise. Hey, du Schirches drum, du große Fix, du.
Ich wollte doch nur ein Bett, das wäre so nett. Hier gibt es kein Bett. Oh. Und offen und ehrlich gesagt, ich habe ja auch schon wieder vergessen, wie das mit den... Okay, viel können wir eh nicht mehr mitnehmen. Wie das da mit dem Skillsystem funktioniert. Ah, das habe ich wieder vergessen. Weil es so geil ist, wieder irgendwas zu vergessen, gell? Also von dahin her brauchen wir da gar nicht mehr weiterreden. Au! Du Kruzifix, du! Brauch keinen Stalker in meiner Nähe, tut mir leid. So hübsch seid ihr nicht. Haben wir das einsame Gebäude da, was da früher ein einsames Gebäude war? Das ist ein Wayward. Oh na. Haben wir überhaupt Waffen? Okay. Das dürfte nicht einfach werden. Naja. Aber vielleicht finden wir da drin ein Bett. Na okay, gut. Bis ich ein Bett finde, ja. Schon wissen, um was geht. Da bin ich wahrscheinlich schon alt und ausgehungert. Gutshofs Wichsen. Okay. Also auf dem Gutshofs darfst du wichsen. Also bitte, gell? Das ist eine, wie sagt man, eine masturbationserlaubte Zone. Ah. Au! Du Potsau, du Schirche! Au! Ich sollte mal auf die Favoriten legen, jetzt bin ich gleich hin. Das muss jetzt schnell gehen. Hier war da keine Kugel mehr drin. Scheiße. Stümperpack wirkt nicht mehr. Toll. Ich bin ein Stümper. Scheiße, ich hab keine Kugeln mehr. Aber das kann heiter werden. Ich möchte schnell was auf die Dings legen. Ah. Hä? Bist denn du für geistesgestörtes Drum? Oh. Au! Au! Scheiße! Toll. Das ist natürlich, ja.
Natürlich jetzt atemberaubend. Gutshofs Wichsen. Na gut. Hol deine verlorene Beute zurück. Ja, das freut mich für meine Beute, ehrlich. Ja. Wir müssen uns leider mit der Machete durchprügeln. Na komm. Danke. Weißt du was, die Machete nehmen wir noch mit. Da ist nichts herin. Und wir werden diese Ausgabe aber jetzt dann beenden. Also es wird sie nämlich ein bisschen zu lang. Und in der nächsten Ausgabe werden wir uns dann einmal in Richtung Dings begeben. Genau. In Richtung Wayward. Spiegel, da ist nichts. Oh. Machete haben wir schon zwei. Nehmen wir unsere Zigarre auch mit. Mei, Cheswick 2, cool. Jetzt haben wir Katze, ja. Nachricht für Sammy. Oi. Die Responder haben keinen blassen Schimmer. Jede Nacht sind mehr von den Bestien am Himmel. Die Bruderschaft hat sie gewarnt, hat uns alle gewarnt. Defiance ist gefallen, sagten sie. Was zum Teufel soll das bedeuten? Die Vorräte werden knapp. Werde vielleicht versuchen, Abby über den Berg zu bringen. Die freien Staaten müssen mehr wissen. Sammy, falls du das liest, geh zu Abby. Geradeaus in östlicher Richtung vom Red Rocket Megastop. Sie kennt die stählerne Bruderschaft besser als irgendjemand sonst. Ich hoffe, dein Schutzengel passt auf dich auf. Mehr kann man sich in dieser verdammten Zeit ja nicht wünschen. Nehmen wir es halt mal mit. Abbys Bunker. Aber wisst ihr was? Da hätten wir ein Bett. Moi. Ja, die typische Fallout 4 Katze. Ganz typisch. Kenne ich. Weiß ich schon, wer das ist und hin und her. Und tralala, gell? Gut. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir werden die erste Ausgabe dort beenden. Ich soll halt mal irgendwo mal ein Camp aufbauen. Aber das können wir in der nächsten Ausgabe auch machen. Ich werde jetzt mal schauen, dass wir uns in Sicherheit bringen. Werde das Spiel dann mal beenden für heute. Und beim nächsten Mal gehen wir dann wirklich nach Wayward. Das muss da in die Richtung sein. Und dann... Das haben sie in Fallout 4 auch schon gehabt, das ist die Nummer. Gehstock. Gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass da ein bisschen Interesse dran. Und Entschuldigung, meine Ausdrucksweise gegenüber Bethesda, aber sie haben bei mir derzeit keinen guten Stand und vielleicht birgt es bisschen, was da ist, an Anreiz, öfters reinzuschauen. Ich sag's jetzt einmal ehrlich, wie es ist. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen und ja, wenn du Lust und Laune hast, bist herzlichst eingeladen, beim nächsten Mal wieder reinzuschauen. Gut. Bis zum nächsten Mal. Baba.